Onse Jeschicht. Onse Jeschicht handelt van de oud-kolonie Mennonieten, die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico omsiedelden. En van deze afschnitt verhandelt George Rampel meer van wo de Algemeine Konferenz een aanvang kreeg in Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico. George Rampel, de schrijver van de Geschichte, is bij vele van deze dingen zelfs met bijgeweest als zich die ontwikkeld hebben. Je hören Onse Jeschicht aan dat radiostation De Brig, 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ditmaal vertelt wie nog wat meer van de Algemeine Konferenz Arbeit in Chihuahua, Mexico. En wat hij daartoe bijgedragen heeft dat immer nog meer ook kolonische en kleingemeensche Eltern kinderen betere Schulbildung geven kunnen. Wat we van de Algemeine Konferenz Arbeit in Chihuahua vertalen willen, dat wordt niet in sehr veel Einzelheiten vertaald worden, wie ik niet genoeg davon weet. Dat muss noch weer en veel meer Einzelheiten beschrijven en vertalen. Wir haben al einmal gesagt, dass die Russland-Mennoniten in Cuauhtémoc die Hoffnungsargument gegründet haben und so weiter. In dem Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko, auf den Seiten von 217 bis 219, sind Bilder von de Peter Jansen, Peter Fast, Johann Berg, Jakob Rennpenning en Hans Rennpenning, families in Cuauhtémoc, Chihuahua. En ook een beeld van de Hoffnungsargumentenglieder op Radekops Ehrenhof 1938 genomen. En ook een van de ganze gemeente van klein wat groot, ook 1938 bij Radekops. Ik geloof, jij hinger der genomen. Dat is vast niet te geloven, dat van der allemaal ganz wenige van die ongeveer 75 mensen op diesem Bild nog in Cuauhtémoc wonen. Aber Tatsache is dat deze gemeente zich al veel jaren terug ganz abgeleist heeft. Nu willen we hier nog een beetje meer van deze Russländer vertalen. Van ihre gemeente, van ihre scholen, van Radekops Geschaft en van Tante Katharina Schreider-Rennpenning ihre Arbeit als eine sogenannte Doktormamtje. En dan wieder van wo de Algemeine Konferenz Arbeit, die in de Hoffnungsargument in Cuauhtémoc en op dem Radekop Rancho bij de Santa Clara Sommerfelder Siedlung aanvangt. En dan ook van wo deze Konferenzarbeit met de tijd ganz überging nur eine Arbeit mangt de Oldkolonie in Chihuahua. Wir wollen uns aber weiter von Anfang an sagen, dass wir bei unserem Vertalen von diesen Sachen weiter wollen sachlich bleiben und nicht persönlich worden. Wenn wir über Hanen weiter Wortnomes nennen motten, um die Sache verständlich merken zu können, dann wollen wir nicht beschuldigt worden, denn das geht hier weiter darum, dass wir verstehen lernen, was in unserer Geschichte durch die Konferenzarbeit in Mexiko geändert hat und wodurch. Nicht gewisse Menschen zu beschuldigen oder zu loben. Ich habe diese Sachen, was wir nu vertalen wollen, in der ersten Zeit dort in Chihuahua zum Teil mitbelebt. Und dann wiederhin habe ich die von Kanada aus beobachtet. Ich habe mich aber mit Konferenzarbeitern, die in Chihuahua gearbeitet haben, besonders mit Helen Enns, die nu in Winnipeg, Manitoba wohnt, über diese Sachen befragt. En ook met atelier Oldkolonie en Sommerfelder, wo diese Sachen in Chihuahua mitbeleefden. Besonders mit David Friesen, der nu in Winkler, Manitoba wohnt, en met Peter Penner, der nu in Rheinfeld, Manitoba wohnt. Von den Russland-Mennoniten in Cuauhtémoc waren die meisten nicht sehr reich, aber die David Radekop-Familie war in wenigen Jahren reich. Viele von uns älteren Oldkolonie und Sommerfelder von Chihuahua kennen uns noch erinnern, wo Radekops Stuhl von Bernen aussah und wo wir durch unsere Produkte verkauften und etwa Zeug und allerhand andere Sachen inkauften. Wir können uns auch an manches Späßchen erinnern, was im Radekopstuhl entstanden ist. Ich erinnere mich daran, dass wir Geschwister uns einen Hofsmal jeder was Geld verdient haben, mit für die Nobers Schabeln uitbringen halten. Und wenn wir das Geld brauchen wollen, um für uns selbst neue Sachen zu kaufen,
dann können wir dort verdiende Geld alle für uns holen. Ich had al immer haben wollt, dat de Eltern mir einen sonndagsche Haut, einen Feldhaut scheiten sollen. En nu dat ik zelfs geld had, en met naar de stad Kwaktimok fahren kon, die ging ik ganz brav en radekaps stoer neer, en stelt me voor den toondags aan en zette om je David radekap, als hij me vroeg wat ik van daar dan schepen wil, ik wil einen Feldhaut schepen. Om je radekap kreeg een stopsel veldheid met einem Stock van einem Brat, van einem Schalf eraf, wat zo bij 3 Schau onder de beenballetjes krijgt boven dem zogenaamde toondags hang. Hij geeft me eerst einen hout zum abpassen, en als hij zegt dat me die veel te klein weer, dan neemt hij einen grateren hout en past me den ab. En als hij zegt dat die ook nog te klein weer, dan wordt hij zo krijgelijk weer in een groten kop, dat me dat houtschepen meest verjengt. Aber ik kocht me toch einen bruinen Feldhaut voor 3 pesos. En ik weer zeer stolz erop, dat ik me van mijn eigen geld einen zondagsche hout had schepen kon. Een ander mal heerde ik bij radekaps am Stuur, wo radekaps Peter de lied frische vis aanbood. Hij zei daarbij immer, wie verkepen van der frische vis ohne Spiele. Dat fang ons jongens aan zo te lageren. Dan bij ons hadden geslachte Heina spielen, aber de vis hadden broden. En dem Bilderbuch, 75 Jahre Mennoniten in Mexiko, op de zijden van 227 tot 229 zijn Bilder van David en Katharina Radekap zelfs, van dem Radekap Stuur en van Radekaps zogenaamde Butterstoel. Ook van dem Walm, voor dem Radekap Stuur en zo wieder. Op de 228e zijde is een beeld van Bernen am Radekap Stuur. So kan je zien wo vol woord dat Stuur immer weer. Ook sogar wo de shelves boven dem toondags onder de beenballetjes hangen en ook kans vol woorden gezaad werden. Nog een ander mal wil een oude oomtje am Radekap Stuur weekje zeitwoord oder marshmallows schepen. Hij kon de opene doos met zeitwoord hinter dem toondags am shelf seinen, aber hij wist nicht den Namen dafür. En als je Radekap am vroeg wat hij schepen wil, dan bucht de oude zich zo weit als hij kon over den toondags, wijst nu de opene doos met zeitwoord aan en zegt, ik wil voor 1 peso van dat weekje van mijn vrouw. Diesen uitdruk, ik wil voor 1 peso van dat weekje van mijn vrouw, den hebben we jongens nog lang verken wo gebruikt. Wann von jullie noch wer nicht das Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko haft, die soll sich dort vielleicht kippen. Denn dort werden erst nicht mal viel von Radekaps Erben geschafft und guckt auch, aber auch viel anderes von unserer Geschichte und Bilder und Wert für unsere Zukunft abgewahrt worden. Vor vielen Jahren brachten sehr viele von den Mennoniten in Chihuahua ihre Produkte, so Eier, Butter, Schmalt, Schenkes und so wieder, met nog cocktailmok en verkauften die meestens aan Radekaps en kauften dan ook aan ihrem Stuur etwa Zeichen en andere Sachen aan. Met de tijd konden de lied bij Radekaps ook zo'n Sachen als Schmeer en Reparatur voor de trekters, dakblach, reifen voor de wheels en baggers en allerhand andere Sachen schepen. In de 1940 jaren hadden Radekaps sogar de John Deere Agentschaft en vele bureaus kauften nieuwe trekters, Display, Kultivatoren en veel Einrichten weiters. 1949 tot 1950 buden de Radekaps einen elevator met moderne Einrichtungen, dat je Trägerbernen abzuschalten en vandoor aan de Zuchtkoren en te verloten. Ze kauften dan lang jeder Jahr veel hoger ab. Bilder van dem Radekap elevator zijn op de 233. Seite en dem Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko zu sein. Den Elevator zu bauen hat Aaron Radekap amerikanische Baumeister angenommen. Die ewige Arbeiter, die den Elevator von Zement abgehalten halten, wären meistens ölkolonische Mennoniten. Willst dort Elevator abgehalten, wann dort erst einmal angefangen hat, auch am Sonntag wieder wohnen musst, hat Aaron Radekap sich dort bei Isaac am Dick vorher uitgearbeitet, dat seine ölkolonische Arbeiter in diesem Fall auch würden am Sonntag arbeiten dürfen.
Das Elevator ist gerade beside der Isarbahn gebaut worden, zodat das Getreide von dort uit leicht an Isarbahnkorn verloren worden kann. In den 1950er bis 1980er Jahren sind duizenden Tonnen hoger durch diesen Elevator gegangen. Bernhard Wiebe, wo viele von unseren Lied in Aylmer, Ontario kennengelernt haben, die wir vor vielen Jahren bei Aaron Redderkops in dem Elevator die angestellt um die Kolonisten ihren hoger wegen, wenn die den da verkaufen kämen. Wir haben das Elevator aber auch lang nicht viel was anderes getan, als sehr groß den Namen Coca-Cola gedrückt. Die Redderkops können die Mennoniten auch, wenn sie nicht Geld haben, so ist das dann gesagt wird, anschreiben lassen oder barien. Wer seine Schuld dort dann pünktlich betont, der hat da immer weiter Kredit. Viele von den anderen Russland-Mennoniten wären die Redderkop-Familie ihre Arbeiter. So ist das dann meistens erst, wenn eine Familie sehr bührt, eine andere Familie für die reiche Familie arbeiten müssen, dann glauben einige Menschen mit der Zeit Ursache gefunden zu haben, unzufrieden zu sein über ihren reichen Arbeitgeber. Und so wird es auch manche Russland-Mennoniten in Quacktemok. Einmal hat Prediger Peter Jansen sogar ein bisschen zu viel gesagt über die Gefahren von nur Reichtum trachten, als er an seine Predigt, wo er Matthäus 19, Vers 16 bis 30 als Text gebracht hat, und dann ein bisschen zu sehr betont hat, wo schwer dort für einen Reichen sein kann, seilig zu werden. So verteilt er mir das Lothar mal. Und dann, so sieht Prediger Jansen, hat David Redderkop an und seine Frau nach dem Gottesdienst bei ihm zum Mittag eingeladen. Und kurz nach dem Mittageten hat er ihm dann gut vergenommen, wie ein Wort von seinen Bemerkungen und seine Predigt über die Gefahren von Reich worden wollen. Die Frau Katharina Schreider-Renpenning in Quacktemok haben viele von uns ältere Lied kennengelernt als Doktormamtje oder als Trachtmerkermamtje. Sie war aber auch eine Hebamme, Midwife. Und als Sonne wird sie vielmals in der Oldkolonie ihre Dörfer hineingeholt, um die Geburten halten. Viele von unseren Lied, wenn sie in Quacktemok wären, leiten sich von dieser Trachtmerkermamtje Trachtmerken, besonders die Frühes. Ich erinnere mich daran, dass Tante Renpenning mal noch unsere Nobasch, noch Franz Ginters, geholt wird, am Tracht zu merken, als er beim an der Schienen Becken mit einem hohen, haltenden Doppelboxwagen voll Spree aufgefallen war und sich sehr zunichte gestarrt hat. Tante Renpenning kann beim Trachtmerken ein bisschen hurtig werden, wie nannten dort Hunsch werden, und als sie Jinter Bernen Trachtmerkt, dann können wir Kinder dort büten gut hören, wo er vor Video nicht still bleiben kann. Als die ganze David Redderkop-Familie sehr reich war, und die ewige Russland-Familie meist alle nicht viel Geld hatten die Redderkops die Hoffnungsau gemeint ihr Kirchengebiet sozusagen allein betont. In die Gebiete, wo die Russländer ihre Schuldkinder ungerecht wurden, gehörten auch die Redderkop-Familie. Und dort wird für die Hoffnungsau Gemeindenglieder manchmal ein bisschen verhängnisvoll. Wir wollen hier nicht viel mehr davon sagen, bitte, dass es scheinbar da wären wir, dass die Hoffnungsauer all von 1950 an immer einen leitenden Prediger hatten, wo an von der Allgemeinen Konferenz zugestellt wird. Die Hoffnungsauer gemeint hat auch von 1950 an Schullehrer, wo sie von Kanada, ich glaube, anfänglich durch das MCC nach Quacktemok ankommen leiten. Und einer von diesen kanadischen Schullehrer gibt von 1950 an Schulunterricht auf Redderkops ihrem Rancho, dicht bei den Sommerfeldern ihrer Santa Clara Kolonie in Chihuahua. Büter den Prediger, den die Konferenz der Russland-Mennoniten in Quacktemok stellten, hatten sie noch ihren Prediger Peter Jansen.
En einer von der Hoffnungsauer Gemeinde ihre Predigers fuhr von 1950 an jeder Sonntag auch auf der Santa Clara Siedlung Gottesdienst holen. Die kleine Gruppe Sommerfelder Families, von wonen de meeste Eltern uitgesloten worden wären, von der Sommerfeldse Gemeinde, mit wonen von der Hoffnungsauer Predigers am Sonntag Gottesdienst hielten. Die versammelten sich für ihre Gottesdienste in Heinrich und Katharina Friesen ihrem Heim im Dorf Weidenfeld Nummer 51. Im Jahr 1954 hielten die Russland Mennoniten in Quoktemuk oder die Hoffnungsauer Gemeinde bei der Allgemeine Mennonitische Konferenz in Nordamerika daran an, dass sie ihn auch mit Schullehrers betreuen sollen. Und von 1955 an stellte die Konferenz der Hoffnungsauer Gemeinde einen Prediger und 2 oder mehr Schullehrers. Einen Schullehrer oder mehr für die Russland-Families in Quoktemuk und einen für die Schule auf dem Radekopfrancho bei Santa Clara. Auf der 238. Seite in dem Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko sind 2 Bilder von Schulkindern auf dem Radekopfrancho bei Santa Clara genommen. In dieser Schule wurden nicht nur die Eltern ihre Kinder angereicht, was Radekops ihre Arbeiter wären auf ihrem Rancho, aber auch mehrere paar Sommerfeldsche Eltern ihre auch. Auf dem einen Bild stehen Anita Reimer Harms und ihre 2 Schwestern und auch ihre Lehrerin Helen Enns von Rheinland, Manitoba. Die Sommerfelder Eltern, 7 Personen, die ihre Kinder in dieser Schule schickten, die wurden alle von der Gemeinde ausgeschlossen. In der Hoffnungsauer Schule bei Quoktemuk schickten auch bald Atelier oldkolonische Eltern ihre Schulkinder. En oldkolonische Gemeindeglieder, wenn die von der Gemeinde ausgeschlossen worden wären, dann dürfen die nicht in ihre Gottesdienste, dienstliche Versammlungen kommen. En Atelier Voders, die werden dort rumreifen, Räder, Brücken und ihre Traktors oder werden Kaufwarte fahren, ausgeschlossen worden wären, die fangen in den loten 1950er Jahren an mit ihrer Familienstaub en Quoktemuk zu den Russländer ihre Gottesdienste zu fahren in der Hoffnungsauer Kirche und schickten auch ihre Schulkinder in der Russländer ihre Schule. Als ältester Isaac am Dick erfuhr, dass immer noch mehr ausgeschlossene Voders mit ihrer Familienstaub zu den Russländer ihre Gottesdienste fuhren in Quoktemuk und auch ihre Schulkinder in den ihre Schulen schickten, dann fuhr er, ich glaube am Herbst 1962, einen Tag nach Quoktemuk han und reed door mit Aaron Radekop wegen dieser Sache. Er seht am, die motten unsere ausgeschlossene Glieder nicht in jene Kirche kommen lassen und auch nicht den ihre Schulkinder in jene Schule. Dann wenn die dort in jene Kirche in Schule abnehmen, dann wollen die nicht mehr zurückkommen. Dann wollen die ihre Sache nicht mehr tracht merken an unsere Gemeinde. Hiermit wir weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der Allgemeine Konferenz ihrer Arbeit in Chihuahua und von was diese Arbeit dort beigetragen hat, dass immer noch mehr oldkolonische und kleingemeinde Eltern ihre Kinder bessere Schulbildung geben können. Und von was dadurch an unsere Geschichte alle geändert hat. Bis nächstes Mal. Ich George Rempel.